Liebe Schwestern und Brüder, wir kennen Situationen, in denen wir an Grenzen kommen. Abschied und Schmerz, Momente, in denen sich die Frage stellt, hat der Tod das letzte Wort? Genau hier setzt die Osterbotschaft an. Wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, merken wir, Paulus richtet sich an eine Gemeinde mitten im Alltag. Der Brief entsteht etwa im Jahr 55 nach Christus im Ephesus, in der heutigen Türkei. Korinth war eine große, bedeutende Hafenstadt in der römischen Provinz, geprägt von Handel, Kultur und vielen unterschiedlichen Einflüssen. Menschen aus verschiedenen Kulturen kommen dort zusammen. Und genau so ist auch die Paulusgemeinde, lebendig, vielfältig, mit Spannungen und Fragen. Der Apostel schreibt, um zu klären und zu stärken. Er spricht über viele Themen des Glaubens und des Gemeindelebens. In diesem Brief kommt er zu einem Punkt, der alles entscheidet: die Auferstehung. Hier geht es nicht um eine Nebenfrage. Hier geht es um das Zentrum unseres Glaubens. Und Paulus spricht mit einer Glaubensgewissheit, die herausfordert und trägt. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Diese Worte klingen fremd, nicht wahr? Denn wir kennen die Realität des Todes und des Verlustes. Doch Paulus spricht aus eigener Erfahrung. Er selbst bezeugt, dass ihm der auferstandene Jesus in einer Vision auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Diese Begegnung hat sein Leben radikal verändert. Aus dem Verfolger der Christen wurde ein Verkündiger des Evangeliums, von Saulus zu Paulus. Diese Gewissheit der Auferstehung hat ihren Anfang an einem ganz konkreten Ort, zu den Felsen von Golgatha, zum Jesus-Grab. Und die Ostergeschichte nach dem Johannesevangelium führt uns direkt hinein in das Geschehen des ersten Ostermorgens. Maria von Magdala, die Schülerin von Jesus, kommt zum Grab. Früh am Morgen, es ist noch dunkel. Sie steht dort und weint. Sie hat Jesus, ihren geliebten Lehrer, verloren. Sie sucht ihn aber im Tod. Maria beugt sich in das Grab hinein, als würde sie dort noch etwas finden. Diese Frau spricht aus, was sie belastet. Maria spürt etwas und wendet sich um. Jesus steht vor ihr. Aber sie erkennt ihn nicht, weil sie den Toten sucht und noch nicht mit dem Leben rechnet. Dann spricht Jesus sie an. Maria! In diesem einen Wort liegt Nähe, Beziehung und Leben. Sie erkennt ihn und antwortet, Rabbuni, mein Lehrer. Sie möchte ihn umarmen. Doch Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren.
ihre Beziehung bleibt, aber sie verändert sich. Der Auferstandene ist nicht mehr als der frühere Jesus, nämlich der Lebendige in einer neuen Wirklichkeit. Und dann geschieht etwas Entscheidendes. Maria wird versandt. Jesus schickt sie zu den Jüngern. Sie geht und verkündet: Ich habe den Herrn gesehen. Damit wird Maria von Magdala zur ersten Zeugin der Auferstehung. In der Tradition der alten Kirche wird sie Apostolin der Apostel genannt, weil sie die Botschaft zu den Aposteln bringt. Und aus der Trauer wird Sendung, aus dem Suchen wird Erkenntnis, aus dem Grab wird ein Anfang. Apostel Paulus nimmt diese neue Wirklichkeit auf und erklärt sie. Er beginnt mit einem Rückblick auf die Schöpfung. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Adam steht für den Anfang des Menschen. Er empfängt Leben. Er lebt aus dem, was Gott ihm gibt. Der letzte Adam, Jesus, aber ist ein lebendiger, machender Geist. Christus ist nicht nur lebendig, er schenkt Leben, er ist die Quelle neuen Lebens. Hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied. Adam empfängt Leben, Jesus Christus gibt uns Leben. So bringt Paulus zwei Ursprünge des Lebens zum Ausdruck. Paulus sagt, nicht das Geistliche ist zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Damit beschreibt er eine Ordnung, die für das ganze Leben gilt. Der Mensch beginnt im Natürlichen. Er wird geboren, wächst auf, lebt in dieser Welt, erlebt Beziehungen, Freude und Leid. Dieses Leben ist von Gott gewollt und gehört zur Schöpfung. Und doch bleibt es nicht dabei stehen, was wir sehen und erfahren. Das Natürliche ist nicht das Ziel, sondern der Anfang. Das Geistliche folgt. Das bedeutet, dass Gott führt das Leben weiter. Wenn wir unsere Grenzen erleben, dann ist das kein Scheitern des Lebens. Es zeigt, dass Leben mehr ist, als wir sehen. Der erste Mensch ist von der Erde. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Paulus spricht hier von zwei Personen, aber eigentlich von zwei Ursprüngen und zwei Wirklichkeiten. Adam ist aus Staub gemacht. Er gehört zur Erde. Sein Leben ist geprägt von Begrenzung und Vergänglichkeit. Alles, was zur Erde gehört, ist dem Wandeln unterworfen. Jesus Christus dagegen kommt vom Himmel. Damit ist die Herkunft aus Gott selbst gemeint. Christus steht für eine Wirklichkeit, die ewig bleibt. Auch die Worte von Jesus bleiben für immer. In ihm wird sichtbar, was es bedeutet, ganz aus Gott zu leben. Diese beiden Wirklichkeiten durchziehen unser Leben. Wir kennen das irdische Leben aus eigener Erfahrung. Wir wissen, wie begrenzt es ist. Aber durch Jesus Christus kommt etwas Neues hinzu, eine Wirklichkeit, die aus Gott herkommt.
so wird das Leben neu gedeutet. Es ist mehr als das, was wir sehen. Es ist verbunden mit dem Gott und in dieser Verbindung liegt eine Hoffnung, die über alles Sichtbare hinausgeht. Wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, so sind auch die Himmlischen. Paulus beschreibt hier eine tiefe Wahrheit über den Menschen. Am Menschen wird sichtbar, zu wem er gehört. Der Mensch aus der Erde trägt die Merkmale dieses Lebens. Er ist begrenzt, verletzlich, vergänglich. Diese Wirklichkeit zeigt sich in allem, was wir erleben. Sie prägt unser Denken, unser Handeln und unsere Wahrnehmung. Doch damit ist der Mensch keinesfalls vollständig beschrieben. Wer zu Jesus Christus gehört, trägt ein anderes Bild in sich. Das Bild des Himmlischen. Dieses Bild beginnt im Glauben, wächst im Leben und wird einmal vollständig sichtbar werden. Das heißt, der Mensch ist mehr, als er von sich selbst sieht. In ihm ist bereits etwas angelegt, das über diese Welt hinausweist. Gott hat sein Leben geschaffen und auch auf sich hin ausgerichtet. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Paulus spricht hier von einer Zukunft, die sicher ist. Es ist eine Verheißung. Gott verwandelt unser Leben, so wie wir jetzt von der Vergänglichkeit geprägt sind. Wird Gott uns im Himmel ganz mit Leben erfüllen. Diese Verwandlung knüpft an das an, was wir sind, und führt es zur Vollendung. In der ostchristlichen Tradition wird diese Vollendung Theosis genannt, auf Griechisch. Das heißt Vergöttlichung. Damit ist nicht gemeint, dass der Mensch selbst zu Gott wird, sondern dass er Gott ähnlich wird und Anteil am Leben Gottes erhält. Der Mensch wird ganz von Gottes Gegenwart durchdrungen und in die Gemeinschaft mit ihm hineingekommen. Das bedeutet für uns, unser Leben ist nicht abgeschlossen. Es ist offen für Gottes Zukunft. Sie ist im Christus bereits sichtbar geworden. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Paulus beschreibt hier die Grenze unserer Existenz. Fleisch und Blut steht für das vergängliche Leben. Alles, was wir kennen, ist dem Wandel unterworfen. Diese Vergänglichkeit prägt unser Leben, doch Gottes Ewigkeit trägt darüber hinaus. Darum kann das Leben, so wie wir es jetzt kennen, nur durch Verwandlung in Gottes Reich eingehen. Unser Körper zeigt unsere Begrenztheit. Der Mensch ist geschaffen und lebt aus Gott. Und er bleibt auf Gott ausgerichtet. Nach dem ersten Teil der Predigt hören wir jetzt das Lied This is Amazing Grace. Und wir dürfen dabei die schöne Egli-Figuren-Szene bewundern, die unsere Egli-Figuren-Team vorbereitet hat. Das Wort Geheimnis steht im Griechischen als Mysterium und meint kein Rätsel, sondern eine Wirklichkeit,
die verborgen war und nun von Gott aufgedeckt wird. Es wird im Deutschen mit Geheimnis oder verborgenen Offenbarung weitergegeben. Es geht um eine Wirklichkeit aus Gottes Handeln, die menschliche Erfahrung übersteigt. Wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Apostel Paulus macht sichtbar, dass die Auferstehung alle Christen betrifft. Niemand bleibt, wer er ist. Ob ein Mensch durch den Tod geht oder am Leben bleibt, Gottes Ziel ist die Verwandlung. Das verändert den Blick auf das Leben grundlegend. Unser Leben ist offen für Gottes Zukunft. Paulus beschreibt diese Verwandlung weiter. In einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaunen. Das Geschehen ist ein klarer, entscheidender Moment. Die Posaune ist ein Zeichen für Gottes Handeln. Gott wird die Toten auferwecken und die Lebenden verwandeln. Hier wird deutlich, dass Gott selbst handelt. Es ist nicht das Ergebnis menschlicher Entwicklung, sondern Gottes Eingreifen. Das Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Dieses Muss zeigt, die Verwandlung ist notwendig. Das Leben wird verwandelt, damit es zu Gottes Wirklichkeit passt. Das Bild des Anziehens zeigt, es geht um Erneuerung statt um Zerstörung. Der Mensch bleibt er selbst, aber er wird neu. Dann erfüllt sich das Wort. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Hier erreicht Paulus den Höhepunkt seiner Aussage. Der Tod wird überwunden. Er verliert seine Macht dank dem Sohn Gottes, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Paulus greift hier Worte aus dem Alten Testament auf, besonders aus dem Propheten Jesaja und dem Propheten Hosea. Er spricht den Tod direkt an. Das ist Ausdruck einer tiefen Gewissheit. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Paulus bringt ans Licht. Die eigentliche Macht des Todes liegt in der Trennung von Gott. Das Gesetz macht diese Trennung sichtbar. Doch Christus hat sie überwunden und uns mit seinem Blut von den Sünden befreit. Paulus antwortet darauf mit einem Dank. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Dieser Satz ist entscheidend. Der Sieg kommt nicht aus dem Menschen, er wird gegeben. Das ist eine grundlegende Aussage des Glaubens. Dieser Sieg ist kein Werk des Menschen, es ist ein Geschenk, das der Mensch empfängt. Christus hat das getan, was nur Gott tun kann. Er hat die Trennung überwunden. Er ist den Weg durch den Tod gegangen und hat ihn von innen her durchbrochen. Der Glaube bedeutet, in diesem Geschenk weiterzuleben. Der Mensch verabschiedet sich von einem unsicheren Ausgang. Er lebt aus einer geschenkten Gewissheit heraus.
Darum sagt Paulus, meine geliebten Schwestern und Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Wir sehen, dass die Auferstehung Konsequenzen für unser Leben hat. Festsein bedeutet, einen Standpunkt zu haben. Unerschütterlich sein bedeutet, einen Grund zu haben, der trägt, einen Grund, der nicht wegbricht, wenn sich die Umstände verändern. Dieser Grund liegt in Gott, in Jesus Christus. Und deshalb sagt Paulus, eure Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. Was in Verbindung mit Gott geschieht, hat Bestand. Das gibt dem Leben eine neue Tiefe. Auch das, was kleiner scheint oder was verborgen bleibt, hat Gewicht vor Gott. Wenn wir auf den Anfang der Ostergeschichte zurückschauen, sehen wir Marie von Magdala am Grab. Sie steht im Dunkeln und sucht. Sie weint. Und am Ende hören wir Paulus vom Sieg sprechen. Zwischen diesen beiden Punkten liegt Ostern. Als ich die Ostergeschichte im Johannesevangelium für die Predigt gelesen habe, ist mir etwas Besonderes aufgefallen. In diesen wenigen Versen wird für mich sichtbar, wie Gott sich offenbart. Ich habe darin die Dreifaltigkeit Gottes erkannt. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der Leben schenkt. Ich dachte, wie kann es sein, dass ich die Geschichte so oft gehört habe und erst jetzt sehe, dass Gott sich auch hier in seiner Dreifaltigkeit zeigt. Das war für mich ein Geschenk und ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass wir durch das Lesen der Bibel immer wieder neu mit Gott in Verbindung kommen. Dass Gott auch heute zu uns spricht. Dass wir über Ostern hören und selbst hineingenommen werden in diese Geschichte. Und manchmal geschieht das ganz praktisch. Wenn die Augen müde sind oder das Lesen schwerfällt, kann das Wort Gottes auch gehört werden. Auch die Bibel als Hörbuch, was ich auch gelegentlich nutze, ist eine Möglichkeit, im Wort Gottes zu bleiben. Ostern ist ein Fest im Kirchenjahr, aber auch eine Erinnerung an ein Ereignis in der Vergangenheit. Ostern ist Gottes Handeln in dieser Welt. Dort, wo der Mensch an seine Grenze kommt, beginnt Gott etwas Neues. Das Grab ist leer, weil etwas Neues begonnen hat. Jesus Christus lebt und damit verändert sich alles. Der Tod ist kein Ende und keine letzte Wirklichkeit. Ostern bedeutet auch, Jesus ist auferstanden, aber zuvor für uns auf dem Kreuz gestorben. Er hat unsere Sünden getragen. Er hat die Trennung zwischen Gott und Mensch auf sich genommen. Das, was uns von Gott entfernt, was uns belastet, hat er auf sich genommen und überwunden. Darum hat der Tod seine Macht verloren, weil die Sünde ihre Macht verloren hat, weil Jesus Christus uns befreit hat. Das wird bei Maria von Magdala sichtbar. Sie kommt mit ihrer Trauer und geht mit Hoffnung. Sie sucht einen Toten, begegnet dem Lebendigen und wird gesandt. Und genau das bedeutet Ostern auch für uns heute. Wir leben von dem, was der Herr Jesus Christus getan hat. Wir dürfen wissen,
Unsere Schuld ist nicht das Letzte. In Christus sind wir befreit. Ostern verändert unseren Blick auf das Leben. Es gibt uns Hoffnung über unsere Grenzen hinaus. Es gibt uns Mut, weiterzugehen. Es gibt uns die Gewissheit, dass bei Gott alles bewahrt bleibt. Und wir gestalten unser Leben aus dieser Befreiung heraus, aus Vertrauen, aus Vergebung und aus Zuversicht. Denn Jesus Christus lebt und deshalb gilt auch für heute, auch für uns. Das Leben ist stärker als der Tod und wir werden weiter mit Jesus leben und gehen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Amen.